Eher eine Masterclass für Sie. Was ich gerne möchte erreichen, dass Sie Ohren, Augen, Ohren und innere Ohren öffnen und vielleicht sensibilisieren für das, was musikalische Sprache überhaupt ist und für die Art, wie sich jeder Komponist seine Sprache aussucht, um das mitzuteilen, was er mitteilen will. Weil das, was er mitteilen will, geht ja weit über die Sprache, über die Noten, über das alles hinaus. Das ist ja ein ganzer geistiger Vorstellungsbereich, Bereich der Vorstellungskraft und Fantasie. Und Schubert lesen, meine ich, heißt eben natürlich die Noten lesen. Aber wenn Sie ein Buch lesen, und zum Beispiel im krassesten Fall, Sie lesen ein chinesisches Buch, nein, das ist ein schlechtes Beispiel, aber ein finnisches Buch. Also die meisten von uns hier, glaube ich, können nicht Finnisch. Jetzt können wir so ein Buch lesen, kann man schon. Die Buchstaben kennen wir, das ist okay, aber wir können nichts damit anfangen. Also wir müssen mit der Sprache vertraut sein. Und wenn wir ein deutsches Buch lesen, dann ist es schon leichter, weil das sind Wörter, Begriffe, mit denen wir schon mal etwas anfangen können. Und ich finde es halt spannend, diese Begriffe in der Musik sich bewusst zu machen, weil sich dann, das Hörvergnügen hat man immer. Schubert ist auf jeden Fall schön zu hören. Wenn wir aber ein bisschen hineingehen und ein bisschen hineinlesen, finde halt ich, dass das Vergnügen noch größer wird und weil man noch tiefer sieht und doch noch tiefer erleben kann und reicher erleben kann, wenn man auch sozusagen mit dem Kopf ein bisschen ein Vergnügen, also mit dem Geist ein Vergnügen haben will. Das hat nichts mit analytisch zu tun, weil natürlich ist der Ausdruck, der künstlerische Ausdruck, ist natürlich, es geht ja nur darum. Nur wenn wir den Bereichen auch verstehen, warum etwas dann so ist, finde ich es halt noch schöner. Und jetzt zum Beispiel der Anfang von dem Rosamunde-Quartett, wenn Sie sich das einmal, wir kennen es ja alle auswendig, natürlich. Und wie man das, und viele von uns wahrscheinlich auch von Ihnen haben das vielleicht schon gespielt, zu Hause, nicht besonders gut. Das geht es nicht gegen Sie, das geht gegen mich. Ich glaube, als Buch zu Hause wurde Hausmusik gemacht, wir haben das alles gespielt und sicher ziemlich schlecht. Wir fanden das wunderbar, das war sicher nicht gut. Also, der Liedwald hat uns gespielt und sagt, das ist schön, Schubert ist schön. Und wenn wir aber einmal ein bisschen hineinschauen, jetzt vielleicht darf ich mal vorschlagen, dass Cello und Bratsche machen wir mal die Pictures Play first Bass. Erstens mal, das Stück ist in der A-Moll, ist schon keine sehr lustige Tonart. Zweitens, dieser Intervall, A-E, ist die Quint. Das heißt, da ist noch keine Terz da. Es ist eigentlich nicht definiert, es könnte Moll oder auch Dur sein. Auf jeden Fall ist Quint etwas Kaltes. Erst die Terz gibt dann sozusagen das Gemüt dazu, die Freude in der Dur-Terz oder eine Mollterze. Die Quint ist etwas Kaltes. Und dann haben wir noch etwas, eine unglaubliche Idee von Herrn Schubert. Er hätte auch schreiben können, eine ganze Note oder 2 halbe Noten. Ich finde auch immer, man merkt immer einen Unterschied, ein mittelmäßiger Komponist oder ein großer Komponist. Ein mittelmäßiger Komponist hätte 2 Halben geschrieben oder vielleicht eine Dreiviertelnote und eine Viertelnote. Aber dem Schubert ist etwas Spezielles eingefallen, nämlich diese 4 Sechzehntel. Und die geben eigentlich schon etwas Beunruhigendes oder bedrohlich. Ja? Also der ganze wienerische Schubert
ist schon über den Haufen geworfen. Er ist schon nicht mehr da. Es ist eigentlich was ganz Abgrundtiefes. Eine kalte Quint und diese Trommel dazu. Und auf einer Note, es geht nicht ja, zum Beispiel, könnte auch sein. Oder ja, nein, ja, also das ist ein Insistieren auf dieser kalten Quint. Das ist aber ein Element. Und jetzt machen wir nochmal die zwei ersten Takte. Die zweite Seite. Ja, beginnen. Ich hätte eine Assoziation dazu, vielleicht manche von Ihnen, ein Schubert-Lied mit einer ähnlichen Bewegung. Also ich denke an Fähnchen am Spiel. Ja? Ja? Das sind zwar Triolen, Triolen sind noch schlimmer bei Schubert, das ist dann schon die Todesangst. Also hier ist es noch ein bisschen. Im G steigt er. Ja, also oder das Element des Mühlenrads auch, der gleichmäßigen Zeit, die verstreicht. Und das ist für mich auch Schubert, wenn wir, ich muss immer dran denken, das Mühlenrad, diese Bewegung, eine gleichmäßige Bewegung, ganz hübsch, aber zugleich als bei Schubert immer das Symbol der Zeit, die verstreicht, und bei der schönen Müllerin, dem Zyklus, die Bewegung, das Wasser, das fließt, das Wasser, das zum Tod fließt, und die Zeit, die geht. Da können die Eisenbahn drüber fahren, die Zeit geht. Und dieses Element, ein Gleichmaß, aber schon ein sehr bedrohliches oder ein sehr inhaltsvolles Gleichmaß. Das kann jetzt jeder interpretieren, seine Gefühle hat. Jeder kann, das ist ganz egal. Ich gebe jetzt nur eine Idee, aber das ist ganz gut. Aber es ist einmal eine Basis, wo man schon sehr viel, wenn man die Sprache kennt und wenn man ein Buch lesen kann, wenn man also Sprache kennt und die Begriffe kennt und versteht, was da geschieht, die Handlung, dann kann man sich schon sehr viel darüber vorstellen. Und jetzt kommt die erste Geige mit diesem Thema. Wenn man das jetzt gleich nochmal spielt, dann können wir gleich darauf hinweisen. Es beginnt nicht mit Buntu, sondern mit der Quint. Also wieder dieses Element der Kälte und nicht wissen, wird es Dur oder Moll sein. Erstens. Zweitens, eine absteigende Linie. Also eigentlich eine wienerische Depression.